Ich sehe hier nu mit einem Dirigent taub, der viele Jahre dirigiert hat, ein Chor dirigiert. Das ist Hans Braun aus Asunción. Dankeschön, dass ich hier mit bei dir kommen und dass wir vertellen können. So, Onkel Brun, Sie sind auch noch in Russland geboren? Ja, ich bin mit 6 Jahren aus Russland raus, während dem Krieg. In Russland geboren, im Kaukasus. Wir sind 5 Geschwister, 3 ältere Schwestern und nachher einen Bruder habe ich. Ja. Und den Vater hast du nicht kennengelernt? Nee, er war 37 genommen, als man damals sieht. Danach kam dann das Auto und kam ein paar Mann, 2 Männer nennen. Und der musste sehr schön den Bindeltipp rufen und dann wurde er weggenommen und vermisst. Ich war 2 Jahre alt. Da kam mir am nicht den Ältere. Und mein Bruder wieder ein paar Monate alt. Oh, ja. Und so sind Sie dann endlich mit dem Frühlied, auch mit dem Volendam, nach Chaco, nee, nicht Chaco, gekommen, nach Volendam, ja? Ja, nach Volendam. Ja, das war nicht so einfach. Wir trocken mit 2 Feierschliedes im Winter, dann haben uns das deutsche Militär an die Erde absicht, brachte die uns mit Polen. Und dann nach Sechavier. Und da wohnen wir vor 2 Jahren. Und dann kam die Front runter und dann kamen wir bei Deutschland. Und dann fangen wir da ein Lager an Gronau. Wir waren erst in Lübeck, im Norden Deutschlands. Und dann kamen wir bei Gronau und dort trafen wir dann von unseren Menschen. Und da mussten wir warten, bis wir auswandern können. Ja. Das war dann der zweite Schab? Ja, das sind wir Feier Schäbigungen. Ah, okay. Ich hatte einen Monarch, einen Heinzelmann, einen ersten Volendam, einen zweiten Volendam. Wie alt warst du dann? Ich war dann 13 Jahre alt. Oh, dann kannst du dich von der Schabsreise noch gut erinnern? Ja, sehr gut. Wie lange dir die? 20 Tage gewesen. Ah ja. Wird nicht langweilig? Nee, eigentlich nicht. Wir Jungs, wir hatten da Geld zu eten und konnten da sehr viel Nischi und das ganze Schäferkunde. Wir schleifen ganz Pferde an Hängematten. Ah ja. Und seekrank waren wir nicht mal. Wir können das alle geneiten. Und dann in Volendam habe ich angesiedelt, aber nicht lang da geholt. Nee, wir werden bloß früher sind wir keine Brüders. Und wir Jungs werden nach zu klein, haben angefangen. Und dann gab es die Gelegenheit, hat meine Tante hier im MCC in Asunción Kirche sein können. Und dann kam der her und wir würden dann kommen 2 Monate, wieder 3 Monate in Volendam und dann wir alle in Asunción. Und wir haben noch 49, wie wir alle in Asunción. Deed je nog meer van Volendam uittraatje in Asunción? Nee, an der Zeit kann ich sagen, dann immer waren Menschen gekommen, die hier studierten und viele Mädchen kamen hier deine, von alle Kolonien. Da war das sehr geschätzt, unsere Mädchen konnten hier einen Haushalt arbeiten. Und da kamen viele Jugendliche auch zum Studieren. Ja. Und dann hast du hier in Asunción auch zur Schule gegangen? Ja, wir gingen nach der, ich musste ganz ohne anfangen, wenn ich Spanisch konnte. Und ich muss Guarani, und da musste ich ganz ohne anfangen. Und nochmal war da die Volksschule auf der Schlute, das ist übrigens ein Dokument, das wir hier ein paraguayisches Dokument, das wir 6. Grad aufgeschlossen haben. Und dann musst du arbeiten. Ich habe nicht mal wieder arbeiten. Also Zentralschule hast du nicht? Nee, nichts. Bloß die Grundschule, Volksschule. Wo tätst du dann arbeiten? Als Möbelschreiner. Lehrer? Lehrer. 8 Jahre mit meinem Bruder bei einem Dienstmeister, bei einem Fritz Nell. Und dann war all hier in Asunción in Dicha? Ja, der macht das beste Möbel, das Leute die Worte gekauft haben. Sehr gut, ja. Und dort deed je dan leren? Ja. En dan nog her, wat één het apuur? Ja, wir 8 Jahre da, von der 52 bis 61. Und dann trüben wir uns zu, ab 1 zu gehen. Mein Bruder und ich, wir haben beide da gelehrt. Aber dann unsere kleine Wurst abgebaut und dann mit den Jahren gewaschen. 3 Mal Grata gemacht. Mit 44 Jahren mein Bruder ausgewandert nach Kanada mit seiner Familie. Bleibt allein. Ah ja. Und er hat das dann nur, solange es kann, bis er zu alt wird. Aha. Aber dann in der Anfangszeit hast du dann auch eine Gemeinde mitgearbeitet. Ja. Wanneer hast du die beziert?
Met wie viel Jahr? Oder Tafelloten? Ja, ich bin 20 Jahre alt. Als het feit dat het tijdje dat we dan weer Tafelloten, we hebben al een gouden met gezongen en we de Jugendstunde met gemaakt. En we hadden een zeker de Jugendtijd en de prediger en Gemeindeleider van Kanada nog. En Heinz Epp eerst, met hem heb ik me betreut aan Tafelloten. Okay. Heinz Epp, die we in die jaren hier als Gemeindeleider van zijn familie. En am Pinkster 54. Ah ja. Wordt in jullie familie al einmal ook sehr gezongen? Ja. So, davon hast du das von thuis met je Ja, gekregen? dat heb ik unbedingt met gearbeitet. Meine Mama heeft ons veel leider gezongen. Die waren allemaal kränklich. Meine Mama die kon al met de tijd allemaal schwanger gaan. En hier in Asunción in Paraguay werd die ganz am Bad gebogen. Die kon niet meer allein abstoßen. En die had ook thuis endlich weinig te zeggen. Bij ons heeft de oma dat goed gehad. Ah, ja. De oma heeft ons dat wakker. Und hast du dann als Dirigent auch geleerd? Nee. Eine wird Dirigentenkurses gemacht in Philadelphia. Das wordt van onze prediger Heinz Dick. Heeft me daar melk gemaakt en drüben de Haan. Het eerste Mal dat in Philadelphia weer. En heb dan daar Dat wir noch als Jugendlicher. als Jugendlicher, ja. Und dann nachher hast du übernommen, dem Chauer an der Gemeinde? Ja, dat die dan een stuk heeft dan ons Gemeindeleiter nach den Chauer gehad en heeft dan zo langzaam aan mij overgegeven. En ja, bleef het ganz daran hängen. Und dort hast du die Scheine gewonnen? Ja, heeft me sehr gut gewonnen. Het fällt mir nicht gewusst, aber dann werden die Ansprüche auch noch nicht so groß. Und die haben auch immer feierstammig gesungen? Ja, zoveel uit mijn denken kan, Also hier wird das kein Thema, dass das nee, nicht gut wäre oder Nee. was immer. dat we hier niet kennen. Aber das ist ja eine anstrengende Arbeit. Dort muss je dann jeder Werk einmal Aufstand haben. Ja, am Donnerstag weer Aufstand. Dat we ganz klar, die ganze Jahre auch nur noch einmal, der Kauer hier, waren het nog, je hebt maar weinig Kauer nur. Ja. Aber einmal Donnerstag ist Aufstand. Wo kriegst du die Menschen motiviert, dass die singen kommen? Ja, dat weer manchmal sehr auf den Doel. Manchmal heeft het eerst mal weer mal möglich, wie so weit ich komme, dat heeft immer so einen Schwanken. Für große Fasten, zum Beispiel Weihnachten in Österreich, dann haben wir immer extra eine Kantate geübt. Und dann wird auch Klavier begleitet. Wir sind unsere Predigerfrau, die Frau Helga Epp, Dick, die konnte sehr gut Klavier spielen. Okay. Die hat uns dann begleitet. Aber dann haben wir Probleme gehabt, wie wir einmal unsere Leiter mit Lehrjahr gesungen, wie sie nicht alle so hoch singen konnten. Und dann mit dem Klavier ging das nicht. Dann haben wir dann nicht ganz getroffen den Ton und dann schweigt man sich auf Jahre. Willst du noch mit Ziffern singen? Ja, ja. Ah, Aber okay. das hat nichts mit Ziffern zu tun. Nee. Das Ziffern, das ist eine sehr gute Erfindung. Ja? Ja, da wurde damals niemals Blödsnoten singen können. Aber das kam bald. Ja. Und, aber das war vielleicht, aber viele Jahre habe das Ziffern gesungen. Es ist ja noch besser als Ziffern. So, dort hast du rund 30 Jahre ungefähr in Ja. deiner Gemeinde getan. Ja. Was, ja, das sind zufriedenstellende Gefühle, ja? Aber ja, eine sehr gute Zeit. Der Gesang, der gehört einfach zu unserem Leben. Das habe ich irgendwie mitgearbeitet und ja, ich habe die Gelegenheit gehabt, mich damit zu bedienen und das zu pflegen, dass ich Gott sehr dankbar bin. Der Gesang, ohne Gesang kann ich mir ein Glaubensleben nicht vorstellen. Verschönert auch den Gottesdienst. Sicher, sehr, sehr Und verschieden. da noch passende Leiter sind für die Predigt. Aber ja, Ja. das unterstützt das sehr. Wo die ein plattdeutsches Lied haben? Oder geht es da noch nicht? Nee, Plattdeutsch habe ich nicht gesungen. Das habe ich aber hier sehr geschätzt. Zum Beispiel der David Teves, die macht eine sehr gute Arbeit im Ja, er Platz. ist bekannt. Er ist sehr, sehr, sehr tüchtig, der hat sehr viel Sehen und Deil. Wenn man Plattdeutsch hört und das am besten niemals gehört hat, singen, ist einem noch ein bisschen fremd, ja? Ja, es ist einem fremd. Aber für die, die Plattdeutsch kennen, Er ist das ein Sehen, ja, unbedingt. ja. Was hat ein Gesang? Ich sage, wenn man ein Lied hört oder singt, das sind wir, weil wir verstehen.
Und was hat ein Leid, wenn du das nicht verstehst? Ja, right. Dann kann es Musik sein. Musik ist was anderes. Aber wenn eine Begleitung für einen Leid ist, dann muss die Musik im Hintergrund sein. Ja. Und dann die Wieder, was das Wichtigste ist, was das Schieren von dem Böbster sind, die Wieder. Ja. Sie sind all 28 Jahre Ja. und hier in Asunción eine schöne Wohnung. Sehr schön. Und sehen Sie noch einmal? Wir sehen hier immer noch. Nicht so pünktlich, aber als ich sehe, wir haben nur mal gekriegt, einfach singen, namen dort, dann kommen wir ältere Menschen hier taub. Und da wird gesungen, dass das Haus drinnen ist. Ah ja. Alles bekannte Lieder. Alle bekannte Lieder, und wir können ja alle singen. Mit Instrumental, ein Klavier haben wir da, wir haben sogar ein paar Spieler hier an die anderen Menschen, die können gut Klavier spielen. Das ist sehr gut. Wir sitzen, hier sind auch noch in Ihrer Mutter restig. Sei ja gut auf. Ja. Was haben Sie vielleicht ein passendes Lied, was Sie an der Tautzeit mitgeben? Kennen, was an sehr deep gegangen ist? Ich meine, das wird ja viele geben. Aber Ich habe hier ein, das wollte ich ein bisschen lesen, damit es dann nicht stecken bleibt. Ich bin ein bisschen abgerecht. Kann ich das mal vorlesen? ja. Jesus kommt wieder in Herrlichkeit. Was, wenn es heute wäre? Friede und Freude in Ewigkeit. Was, wenn es heute wäre? Jesus holt seine Erlösten heim, die er im Blute gewaschen rein. Christus Gemeinde, wann wird's sein? Was, wenn es heute wäre? Herrlich, herrlich, Satan und Sünde fällt. Herrlich, herrlich, krönt ihn zum Herrn der Welt. Herrlich, herrlich, wachet und seid bereit. Herrlich, herrlich, bald ist des Königs Zeit. Wir denken ja alle an die Ewigkeit, an unserem Allah. Und in der Predigt steht, die Ewigkeit ist unsere Zukunft. Und das 7 Sachen, das Beste kommt noch. Ja. Darauf freuen wir uns. Darauf freuen. Ja. Schön, das ist ein sehr passendes Lied, passendes Fahr. So macht das jeden zum Sehen sein und ich danke, dass Sie dabei wären. Und ich danke auch, ja, das ist für mich eine Überraschung, aber das Leben mit Lieder und mit Gesang und mit Bibelfahrt, und wir sind hier wirklich unverdient gut hier. Also, manchmal habe ich eine schlechte Gewässer, warum sind wir so bevorzugt, dass wir hier so einen Lebensabschluss haben können. Viele Menschen, wovon hört man immer, dass die verhungern und waren verfolgt und sind Flüchtlinge in der Welt, bloß heimatlose Menschen. Ja. Und wir haben das hier sehr gut. Gott sei die Ehre. Ja, Dankeschön.